Hallo zusammen, du bist der Kronklitus oder der Chris. Hoffe, es geht nicht gut, hoffe, alles klar. Hoffe auch, dass ihr ein bisschen Bock habt auf Doom. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo das letzte Mal hier auf dem Channel ist gelaufen. Und was wir hier spielen, ist natürlich das Doom auf dem Switch. Habe ich gestern bekommen, habe ich ein bisschen austesten, portabel, dockt. Und ja, ganz vorweg, wie schon ein paar Mal gesagt, beeindruckend, dass es auf dem Switch läuft. Immer daran denken, Maximum 18 Watt, wo das Ding zieht. Und andere haben einfach das 10-fache, andere Konsolen. Und ja, es sieht nicht zehnmal schlechter aus. Es ist einfach so, dass die Auflösung wirklich sehr tief ist. Gerade im portablen Modus ist das schon recht verschwommen, zum Teil fast so, als hätte ich meine Brille nicht an und würde in der Distanz etwas nicht so scharf sehen. Und dockt ist es scheinbar ein Mühe besser, aber bei dockt ist auch das Problem, dass das User-Interface immer noch ziemlich mit einer tiefen Auflösung gerechnet wird und so sind auch die Schriften nicht immer gut leserlich, leider. Ja, es sieht zum Teil wirklich sehr verwaschen aus. Wirklich sehr verwaschen. Nicht so, dass man es nicht lesen kann, dass man es nicht brauchen kann. Aber es ist auf jeden Fall interessant zum Feststellen. Was ist jetzt so los? Sorry schnell, irgendwie möchte ich jetzt gerne hier, zu dieser Self-Preservation runter. Aber das scheint jetzt gar nicht zu funktionieren, egal was ich hier drücke. Okay. Also ich probiere es jetzt noch einmal. Moment schnell. Ich habe gar keine Predator-Tokens, sondern habe Waffen-Upgrade-Tokens. Yeah! So gut kennt man sich mit dem Game aus. So gut, hä? Also gehen wir jetzt zurück zum Spiel. Hier haben wir gerade alle Gegner rausgeklärt vorher. Und man sieht es auch hier, es ist einfach schon eine sehr tiefe Auflösung. Wenn man ein bisschen hergeht, die Texturqualität ist natürlich auch sehr fest runtergeschraubt. Aber was ich muss zugeben ist, die 30 Bilder pro Sekunde, klar, sie sind absolut spürbar, vor allem wenn er halt einfach 1:1 gerade nebendran eine PC-Version oder auch eine PS4-Version am Laufen hast. Aber wenn man so am Spielen ist es ganz in Ordnung. Muss ich wirklich sagen, haben sie gut herbekommen. Es ist so, dass in den Optionen kann man ein paar Anpassungen machen. Auch gerade für Controls habe ich auf Tactical gestellt, damit dass ich mit dem L springen kann. Ist halt einfach schon noch gäbig und es ist auch noch wichtig in meinen Augen, gerade wenn man portabel spielt, dass man die Melee Glory Kills halt nicht mit dem Stick macht, weil das kleine Stick immer wieder zu drücken ist fast ein bisschen mühsam mit der Zeit für meine Hänge und darum habe ich es jetzt auf A. Einfache Sache. Ich habe hier die Sensitivität ein bisschen aufgeschraubt, horizontal definitiv mehr als vertikal. Und was ich noch gemacht habe, ist hier beim Video, das Motion Blur, habe ich mal auf Low gesetzt, vorher mal ohne ausprobiert. Und ich finde, Low geht eigentlich auch noch, das hilft so ein bisschen, dass es bei den Drehungen, bei den schnellen Bewegungen ja, so ein bisschen im Flow ist. Und hier, ja, CA, ich weiß halt nicht genau, habe ich jetzt mal rausgenommen. Mir stört es aber nicht so. Und das Game selber ist Doom. Das ist einfach ganz klar ein Game, das ich auch schon gespielt habe. Und die Steuerung mit dem Pro-Controller geht in Ordnung. Es ist halt wie jede Konsolensteuerung Crap schön auszerfetzt. Nicht ganz so präzise wie der PC, aber es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Form ein Problem habe, das Game hier zu spielen. Und was ich spiele, ist auf dem auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Hahaha, aber es geht schon gut zur Sache, Mann. Wo ist der Letzte? Da habe ich auch noch einen hinter mir. Oh ja. Wo ist der? Da.
Bürsteli. Ja, was ich auch muss sagen ist, dass der Sound auch ein bisschen spässig ist. Als würde mir eine Puste ausgehen im Switch und er könnte nicht mehr alle Soundfiles spielen. Wobei das jetzt... muss ich schon noch ein bisschen abchecken, wie das genau sich verhält. Aber es ist mir jetzt schon 2-3 Mal aufgefallen, dass dann einfach Soundeffekte fehlen, die ich mir sonst eigentlich gewöhnt bin zu hören. Ja. Alles in allem, wie gesagt, sehr beeindruckend. Falls ich es noch nie gesagt habe, dass das Ding auf dem Switch läuft. Und ganz ein cooles Add-on eigentlich, wo der Switch hier bekommt, oder besser gesagt das Game-Genre. Weil, ja, wenn man so ein bisschen hört, es gibt nicht manches Spiele, die gerade so brutal daherkommt, wo es auf dem Switch gibt. Und nicht, dass das muss geben für eine Konsole, aber es tut doch gewisse Leute, die jetzt diesem Genre schon etwas abgewinnen können, halt auch auf die Plattform locken am Schluss. Und wenn man davon ausgeht, wie fest das alle Witze darüber gemacht werden, dass das originale Doom sogar auf einem Porsche-Navigationssystem und auf einem Toaster zum Laufen gebracht wurde, ist das eigentlich auch genau in diesem Themenbereich, dass einfach halt die Doom-Games nicht nur ultra Spass machen, sondern auch sehr gut zum Portieren sind auf auch schwächere Plattformen, also 1A. Und ich freue mich richtig, das Ding noch einmal durchzuspielen. Und klar hätte ich es jetzt auch auf dem PC und auf der Playstation noch einmal durchspielen und hätte dort die bessere Version, was Performance und Grafik allgemein anbelangt. Aber again, hey, ich kann den Switch einfach aus dem Docking rausnehmen und auch irgendwann einfach Doom spielen. Hey. Und das ist schon ein abgefahrenes Feature. Oder Feature, ja. Es hat auch sonst noch gute Features, die mit so ein bisschen Bewegungssteuerung und so zu tun haben, aber es ist nicht unbedingt so wie im Splatoon, wo man dann wirklich mit Gyrosteuerung arbeiten kann. Ja, es sind vielleicht mal ein paar Moves und zack und ein bisschen führen mit dem Joy-Con und dann machst du vielleicht irgendwie halt den No-Angriff, aber mehr ist dann leider nicht dabei. Hey ja, es bleibt mir glaube ich nicht anders übrig, als hier den Spawn zu starten. Mache ich doch das noch schnell. Performance-Issues waren wieder genau gleich, wie als ich es an der Zürich Game Show gespielt habe. Im Fall. Im ersten Level, wenn du kurz vor dem Ende hinterher kommst, ganz eine genaue Beschreibung der Situation, ist es dann so, dass dort sehr viele Gegner kommen, sehr viele Effekte und dann geht das Game in die Knie, also wirklich abgefahren. Und ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt den schnellsten und dynamischsten Spielstil für das Spiel. Es gibt sicher solche, die weniger hüpfen und umziehen, aber wiederum gibt es solche, die noch viel mehr Gas geben. Und darum ist das vielleicht nicht etwas, wo man jetzt gerade rar antrifft. Und in den Reviews kann man es zum Glück auch ein bisschen lesen, dass das gewisse die Performance-Probleme auch erlebt haben. Aber wie gesagt, keep it real. Das Game läuft auf dem Switch. Wer hat es gedacht, dass der Switch ein Doom bekommt? Und Big Up an die, die den Port gemacht haben. Gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Oh nein. What is happening? Hey, komm schon. Nein. So, das ist jetzt ewig gegangen, sorry. Da war irgendeine Koordination nicht ganz so stimmig. Aber ja, es geht gut und ich muss sagen, wie gesagt, es ist nicht der harte Schwierigkeitsgrad. Aber man wird herausgefordert und kann das gut beherrschen, das Game. Man kann es gut steuern, was ja eigentlich das Wichtigste ist. Bei so einem schnellen Shooter. So, kommen die jetzt hey. Wow. Hinter mir war das ich. So, kein Mund mehr für die Pumpe, schade, aber wir haben es jetzt eh gerade geschafft.
Nein, das sehe ich. So. Noch nicht fertig? Crap, hey. Mir ist tatsächlich die Mund jetzt wirklich am Ausgehen und ich muss hier mit dem Pea-Shooter arbeiten. Aber so leid ist die Waffe nicht. Sie hätte einfach schon etwas Cooles können designen, das ist immer noch gleich. Wäre jetzt auch ein schöner Bonus gewesen, wenn man irgendwie Mario Rabbids Pistole als Standard hätte oder so. Aber das wäre halt dann auch nicht mehr wirklich so ein Port gewesen, wo ganz echt zum Original steht. Aber ich beklage mich hier sehr auf höherem Niveau. Wirklich, hey, das Game, wer eine Switch hat, wer es noch nie gespielt hat, oder selbst wer es schon gespielt hat, zieht nach das Ding rein. Und für die ja aufs Fallout stehen, kommt das schon gleich ein VR-Fallout raus. Dann haben wir ja Skyrim, wo dann wiederum für eine Switch rauskommt. Also Bethesda gibt schon Gas. Okay, also jetzt wäre ein Mod habe ich da drauf. Okay, die geht rauf. Cool. Jetzt habe ich... Ach ja, genau, das ist echt Pumpi. Mit dem Granatenschuss. Und weg. Also. Kurz bevor das jetzt hier das Let's Play vom Doom wieder anfangen habe. Ist auch nicht übertrieben. Wow. Schnell schauen, ich habe gemeint, dass ich hier noch irgendetwas holen kann, aber hier brauche ich natürlich eine andere Keycard. Ja, Mann, ist das ein geiles Game? Es ist einfach wirklich ein richtig geiles Game. Access granted. Welcome to the UAC's Mars installation, located in the vast Hellas Plains impact basin. This high-tech mining and research facility is pushing the boundaries of the imagination each and every day. As a valued employee, your loyalty is more than just a commitment to the Speichern kann man... Oh, sorry, das ist mir da noch ein Schuss ab. Speichern kann man nicht jederzeit. Aber das ist ja beim Switch eigentlich kein Problem, weil... Ja... Du hast das Ding in Standby und dann geht es dann später weiter. Hey, gell, das ist dann das Levelende schon, oder? Ui! Nein! Nein! Oh, Scheiße, warte. Also jetzt sehen wir gerade, was passiert. Die Ladezeiten sind leider auch ein bisschen lang. Hey, also, ja, holy moly. Ich habe das Ding auf der Cartridge. Also, wenn man es vielleicht jetzt auf dem internen Speicher hat, wäre es noch ein bisschen schneller, haben sie ja auch getestet. Aber viel macht es vermutlich nicht aus. Ja, auf der Cartridge habe ich es eh, weil ja, es geht ja nicht darum, dass nicht die Kleine irgendwie coolen Save-Punkt hat. Dass die Kleine hier irgendwie von Doom spielen. Das Mario habe ich mittlerweile durchgespielt. Sehr ein geiles Game, wirklich. Und es gibt noch so viel zu tun. Wirklich der Hammer. Und nur schnell zum Need for Speed bekommt ja ziemlich schlechte Wertungen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlecht, wie es dargestellt wird. So ein bisschen für Mindless Racing Fun, ganz in Ordnung. Die offene. Hey, Jungs, ich mache es einfach nicht extra. Einfach.
Die offene Welt ist ziemlich tot halt. Das ist schade. Ich meine, wo immer Forza Horizon noch ein bisschen Getier unterwegs ist und sonst so atmosphärische Sachen, ist hier eigentlich, ja, wenn jetzt die Lichtstimmung nicht gerade unbedingt vorteilhaft ist fürs Game, ist es sehr, sehr steril und trist irgendwie. Aber fährt sich gut, gibt coole verschiedene Kerren. Hey, ich gehe jetzt hier einfach gerade weiter, jetzt längt es mir. Und von dem her, ganz in Ordnung, ist aber auf jeden Fall auf den hinteren Rängen bei Games, die ich jetzt gerade spiele. Was ich ganz fest am Spielen bin, ist natürlich der DLC, der Frozen Wilds vom Horizon Zero Dawn. Wunderschönes Game. Hey, der Schnee, wow. Und die Story scheint auch wieder sehr interessant zu sein mit coolen Nebenmissionen, Sidequests. Jetzt ist gerade wieder keine Musik mehr, oder ganz leislich. Oder hat das mit meinem Headset irgendwie zu tun? Ja, whatever. Ja, das spiele ich eigentlich am meisten. Wenn ich nicht gerade den Switch in der Hand habe und Doom spiele, spiele ich auf jeden Fall das Horizon Zero Dawn. Schon eigentlich, ja, jetzt muss ich schon aufpassen, weil dieses Jahr sind viele sehr gute Games rausgekommen, aber auf jeden Fall eines der besten für mich dieses Jahr. Wirklich ein Wahnsinns-Game. Ah, scheiße. Nein, der macht schön Damage, hey. Da ist noch der Quad. Ah nein, der Berserker, yes. Kommen schon, Jungs. Yes, thanks. Wo seid ihr? Wo hängt ihr? Oben drauf ist auch noch das Bürsteli. Ja, es ist schon ein bisschen ein brutales Spiel. Oh nein. Oh. Yes, yes, yes. Ich komme jetzt doch schon wieder easy rauf. Nein, nein, jetzt ist er fertig. Und der Schildtyp ist immer noch am Leben. Crap. Ah, gut. Ja, ja. Eben, eines der besten Games vom Jahr. Zusammen natürlich mit dem Zelda für mich. Zusammen mit Mario absolut. Hier muss man da schon noch ein paar Gedanken machen. Bezüglich Game of the Year. Vielleicht gibt es sogar auch ein kleines Video. Am besten wäre natürlich, wenn wir gerade irgendeinen Crowncast könnten starten mit so einem Game of the Year Video, wo irgendwie 3 Stunden geht oder so. Aber das wäre schon mal interessant, auch so die verschiedenen Geschmäcker wieder mal zu sehen, weil ja, es ist dann gleich sehr interessant, was für Games welchen Leuten speziell gefallen haben. Und auch wenn der Konsens zum Teil ähnlich ist, gibt es dann vielleicht schon auch noch ein paar hitzige Debatten. Ja, ja, ohne jetzt dort zu fest zu vorauszugreifen. We will see. Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt gerade Feuer oben heim. 20 Minuten ist voll okay. Wobei, wir sind noch nicht einmal so weit heim. Ja, das spielt doch keine Rolle. Der Lift geht auf, aber für uns geht es jetzt zu. Fertig, Feuer oben. Können wir da in Sleep Mode schicken und dann kann ich dann auch einfach gerade weiterspielen. Big up an Switch und Big up an euch. Merci, dass ihr immer noch dabei seid. Habt's gut und ein schönes Weekend, würde ich schon mal sagen. Tschüss zusammen.